Wir sollten tun, wenn die in der Kirche fahren, wir sollten tun, wenn die die Bibel lesen, wir sollten tun, die können tun, was die wollen, solange die nicht wollen, hier bin frei wollen. Hey, sei gut. Ich freue mich für die Gelegenheit, die ich habe, von der aus mal mit Ihnen zu sein. Wir in Teil Ursachen, und erst wir in das Austren, sei Gott am Morgen zum ans Denken helfen, was für uns geworden ist, was Jesus für uns getan hat. Ich freue mich, dass hier alle sind. Ich freue mich, dass sie sind zurückgekommen, hier nicht werden, wo ich nicht will, allein stehen. Und ich freue mich, dass sie mutig sind. Ich freue mich, das ist der letzte Sonntag hier von der Thema zu reden, wo wir jedem Mal von geredet haben, oder der letzte wir sind ja mit zu tun gehört haben. Die von Ihnen, die hier sind, gewusst oder gehört haben, die weiten, wie haben auf mir Weg und das Thema nicht bloß verteilt, aber wir haben viel gute Antworten gekriegt von Ihnen, was du haben mitgemerkt mit diesem Plan von Beten, Fasten. Nicht bloß dort, wo Ihnen haben viel genommen, in ihre Lebens Gott luten, schaffen, in Frie merken, in uns helfen, frei zu denken. Ich weiß, dass viele von Ihnen haben in Teil nie Dinge gelehrt von Freiheit, wenn du was viel in ihrem Leben helfen. Nu, wenn ich komplett persönlich sein zu Ihnen, wie viele von Ihnen, wenn Sie ehrlich sind, sind von irgendwas frei geworden in den letzten Monaten, wenn Sie gebetet und gefasst. Das ist schwer zu sein. Ich sage, viele von uns sind in einem Prozess zu werden, frei worden, als ein Mal nicht ganz so leicht ist, was wir gedacht hatten. Frei sein, jetzt sehr, sehr schön, aber Freiheit, oder frei worden, jetzt nicht so schön als frei sein. Wie viele von uns weiten dort bei New dort, je sind alle gebannt und gewisse Dinge aus gedachten gewesen. Ja? Und ich dachte mir, dass wir so steht. Ein Teil von uns sind kommen spazieren, ein Teil von uns sind kommen vertellen von, was in ihrem Leben fehlt. Wir haben viel in den letzten Monaten mit ihnen zu tun gehabt. Und nicht bloß mit ihnen, was die von der sagten, aber Menschen, die von wieder auf Horchen, haben uns viel geschrieben und gesagt, dass sie sind dankbar für die Freiheit, was Jesus gegeben hat. Aber mehr als alle sein ein Ding überein, dass wir heute nicht gewusst, dass es so viel kosten würde, oder wo so schwer sind, durch Hand zu kommen, wo wir wirklich frei werden. Und ich will von der zu uns bloß ganz kurz sein, nicht begeben, nicht abgeben. Nicht abgeben, jede Freiheit haben, wo du jene ist. Gott ist gekommen, um zwei Dinge zu tun. Denken dort, dass gekommen, um unsere Gemeinschaft mit den Vater zu stellen, und die war in Gemeinschaft sein mit Gott, aber das ist gekommen, um die drei geben, was so tun, die Wache gestohlen haben. Und Lut so tun nicht dort fertig haben, die an das Glaube, die zu holen, und die denken. Ich finde, Teil von ihnen, wo du mal irgendwo gekämpft haben, die haben vielleicht gekämpft mit Drugs oder mit Pornografie oder was immer wir mit gekämpft haben, wenn wir davon los wollen, oder bloß einfach, wenn wir nach mal ein Diet durchgehen, wo wir mal wollen, für einen Monat nicht Sachen haben, wo schwer es ist, dort durchzuführen, nicht? Wo viel Mal wir wurden gleich abzugeben in der Mad von diesem Prozess und sein, er kann es nicht. Und das ist eine von den Dingen, wo wir uns mit einem sehr fast vernehmen sein, dass wir wollen durchführen, wir wollen frei werden, aber wir ganz wirklich frei sein. Und du weißt, das Thema, was wir von der Welt von vertellen, so wichtig wären. Ich glaube, wenn wir wollen frei werden von Angst, dann wollen wir von sehr, sehr viel von den Dingen frei werden, all für selbst. Wenn du mal überdenken, dass Angst ist eine von den Dingen, was so tun, immer weiter brücken, der zum die sein, dass du kost nicht, oder zum die grülen sein, was du schwor sind. Angst ist eine von diesen Dingen, was so tun, gleich ans Viertelien und sein, dass es nicht dort wird, so viel betun für Freiheit. Aber Jesus an der anderen Hand sagt, dass wir sind gemerkt für Freiheit, wir sind der Freiheit berufen, und dort wollen wir so tun, nicht wollen die Gelegenheit geben, ans Dreh zu bringen, nennen. Nicht ganz klar, Freiheit ist nicht davon abhängig, wo du die fällst oder nicht fällst. Freiheit ist abhängig von der Wahrheit kennenlernen und der Wahrheit, was uns frei merken. Versteht ihr das? Viele von uns, die haben mir Stopp genommen für diese Freiheit, und niemand einmal dann fällt jeder nicht mehr nur. Und ich will bloß noch einmal sagen, Freiheit hat nicht mehr zu tun mit, wo du die fällst oder nicht, das hat zu tun mit der Wahrheit folgen.
Jesus nur folgen und den Sehen Gottes luten, die wirklich frei merken. Wenn die den Sehen Gottes, die Wort was kennenlernen, was die Wort hat frei merken, und wenn die Sehen frei merken, sagt dann was die wirklich frei wollen. Und ich will Ihnen einmal Ding sagen, wenn du hast Stoppen genommen zum frei wollen, oder du bist frei geworden von einem Wort, dann würde ich die Maut merken, sie nicht still davon. Wenn du nach einmal bist, stell dir was davon und du hast nicht davon vertellt, dann würde wir die sehr Maut merken, Text es wem, schrieb es wem. Und hier ist woran, oder gut man es wem vertellen, wenn du ein Geheim das, dann hast du viel gerade Gelegenheit, mal einmal abzugeben und sagen, ich weiß nicht, sagt das, was ich sagte. Vertel zu wem davon, was du im Plan hast und was du das. Für wem die vertrauen kannst, vielleicht mit deiner Läwens Kjoakj, vielleicht mit einem Freund, oder schreiben an so eine Nummer, schreibe die Kjoakj, aber sei wem dort, dass die kann für die beten, mit die Taubt in Kampf kämpfen, because so tun weil die grühlen und sagen, du wirst das nicht merken. So, ich will ganz kurz mit Ihnen beten. Ich danke dir, Jesus, für der Smarts, und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir keinmal brücken zweifeln, ein Tag, dass du mit immer was hier nicht mehr sehen und dass du uns mit immer was verloren haben. Wenn die volle Versprechungen, die sein uns, dass du wirst alle Tag bei uns sein, sogar bei der Welt eng. Und wir sind so dankbar dafür. Wir sind auch so dankbar, dass du bist gestorben, dass du bist abgestorben und wir einen Tag haben, wo wir können zelebrieren, was du hast getan in unseren Horten. Wir sind so dankbar, Jesus, dass du der Gott bist, wo du diese Kraft, die dir von Tod gebracht hat, die Kraft von uns Hort lebt. Und dass du alle Schlätels in das von alle Gefängnissen, alle Ketten und alle Befestigungen, wo das gibt. Du hast nicht, was zu schwer ist für dich, du hast nicht, was zu groß oder zu stark ist für dich. Du hast die Schlätels, um das Freimerken. Wir sind auch so dankbar, dass Jane Lee ist, was du an unseren Horten geplant hast, was wir so lange geglaubt haben, dass du hast auch die Kraft, um diese Ketten zu verrieten und die Lee in uns Leben wegtreiben. Wir danken dir, dass du der Gott bist über Angst. Und dass du der Gott bist von Leib und du Versprechen hast, dass wenn wir Leib haben, dann wird alle Angst verschwingen oder wird alle Angst austrieben. Von der Smarts bete ich, Jesus, dass wenn du irgendwie erst, wer du Forst erst oder Gedanken Forst erst, wie kann ich klar denken oder wie kann ich ans zurückdenken, wo das wohl Luten frei zu sein oder wie kann ich das nicht mal vorstellen, wo das können sein oder vielleicht hast du uns lang Ferien und gesagt, dass all diese Dinge, wo wir letzten Monat von geredet haben, das nicht mal möglich von uns, wenn wir sind so weit irgendwo bin. Ich bete, dass die Lehre wollen gehen und dass die Angst wird verschwinden von dir. Und dass wird passieren, dass wir wollen sein, wo groß und wunderbar und wo leiftulich du uns bist und dass ihr wollt die Kraft, die du hast von uns. Ich bete, dass du wirst kommen mit den Helden Jesus, jeder Hort von dir anrühren, um dort tun, was du wirst gleichen zu tun. Amen. Das sind 3 Dinge, was mir angehört, von der zu sein. Und diese 3 Dinge, weil ich kann lernen, wenn die wollen frei werden von Angst, diese 3 Dinge sind wichtig zu weiten. Wir wollen nicht vergessen, dass den Timer, der Phase, wo wir uns Timer von genommen haben, den Tag, wo wir uns Timer von genommen haben, von wirklich frei, da hat man ja einen Tag zu tun, wo Jesus einen Tag sagt, dass wenn die den Sehen Gottes wollen kennenlernen, oder die Worte wollen kennenlernen, die wollen den Sehen luten, ihn frei merken, dann wollen wir wirklich frei werden. So glaub nicht, dass wir 100 Punkte haben, dass wir können frei werden, oder 10.000 Dinge, die wir nur folgen, wo wir wirklich frei werden. Das gibt bloß ein Ding, was die frei merken. Und du kannst alles auf dieser Welt oder in dieser Sonne proben und du wirst niemals frei werden, bitte du wirst dort eine Ding luten, die frei merken. Und wir haben das eben gesagt, ich will gesagt nicht vergessen. Wenn ich Ihnen 3 Punkte gebe, das sind bloß 3 Dinge, die ich glaube, sind wichtig zu lernen, dass die Sehen Gottes, die können frei merken, an den Denken und nicht, und dort Angst nicht, was dein Leben regieren. Das erste Ding, was wichtig ist zu verstehen, wenn wir frei werden von Angst, ist das, wir müssen anerkennen, wer der Gefangene wirklich ist. Und was ich damit meine, ist, dass wir setzen meist immer an die Defense sieht und wir glauben, dass das entweder geraten, das entweder stärker als wir sind.
Wenn 1. Johannes 4, Vers 4 hat uns gesagt, dass die was uns wohnt, das gratis, die was in der Welt ist. Das meint bloß, dass die, während die Deib an den Hort lebt, das stark an das gratis aus so tun ist. Nicht aus so tun sie eine kleine Jäster, aber so tun selbst. Das meint, der was in die wohnt, der was in den Hort verbaut ist, das gerade an das Starke aus der größten Macht, was diese Welt sitzt. Aber so viel Mal dann gleich wieder, wie sind die, wo die Karte eng von Strang zu holen haben, oder wie sind die, wo du verspielt haben oder in Gefangenschaft sind. Und ich will ganz klar nach Himmel sein, dass wir haben für ein paar Sinn und das sind falsch geschafft oder uns erklärt, dass Galater 4, Vers 1 sagt, dass du bist frei gemerkt und du werden, wer wir in Freiheit leben. Das meint, du bist so frei gemerkt, Jesus hat voll frei gemerkt. Und so das meint, du bist nicht mehr gefangen. Und so, wenn du gefangen bist, das hat bloß zu tun mit, dass du glaubst, du bist gefangen. Weil so kann die das noch nicht fesseln oder gefangen nehmen, was an den nicht versteht. Okay? Und wenn so die kann verlieren und grühlen und sagen, dass du bist gefangen und so ist frei, dann hast du ein von den größten Lehren geglaubt, was du hast. Und ich will nicht bloß von Lehren vertellen, ich will Ihnen die Wahrheit wissen, wenn ich die Wahrheit war wie frei. Aber lass mich Ihnen ganz kurz erklären, was ich damit meine. Wenn Angst dein Leben regieren wird oder driven wird, dann wirst du immer ein von zwei Dingen tun. Du wirst entweder ein Sklave oder du wirst einer, wer du Sklaven merken wird. Kann ich das noch einmal sein? Wenn du lässt Angst dein Leben driven, dann wirst du einer sein, was du bedrängt hast, oder einer sein, was du andere Menschen bedrängen wird. Lass mich ganz kurz nur 2. Mose nehmen. In 2. Mose ist eine von den ganz geradsten Geschichten, was wir in der Bibel haben von Sklaverei und Freiheit. Und du fängst wie 2 Dinge an. Ein ist, wo Menschen denken über Sklaverei und Freiheit, und wo Gott Menschen raustraten wird aus Sklaverei, um die wirklich frei merken. Das ist das Volk Israel. Wenn ihr in 1. Mose lesen, dann wollt ihr an, dass das eine gute Gemeinschaft zwischen Israel und Ägypten. Das junge Bengel Josef, das in Ägypten band, der wird das König sein, gerade der Diner oder der Fürste von Ägypten. Und hauptsächlich rat Israel Ägypten von Hungersnot, wenn Josef ist ein Israeliter. Aber dann Jahren Luther, dann rat Ägypten Israel von Hungersnot. Und so ist sozusagen eine Gemeinschaft, wo du Gott ist zwischen Ägypten und Israel, wo einer den anderen sein Leben raten wird. Okay? Aber du brauchst nicht sehr lang wieder lesen, dann kommt Israel und Ägypten an, und die wohnen taub in das selbst Land, und die wohnen da, die sind sozusagen Freunde, die sind nicht ganz eins, aber die sind in das selbst Land, die ihr schaffen können, die ihr schaffen wird, dass die was nicht geschafft haben. Aber wenn die dann bei der zweiten Buch von 1. Mose kommst, das zweite Buch von Mose, das zweite Buch von Exodus kommst, dann wirst du an, dass nu hast du eine ganz andere Geschichte. Nu mit einmal dann hat Ägypten Israel ohne Sklaverei. Und wenn du 2. Mose lesen lässt, dann wirst du an, dass die Sklaverei, wo die Ägypten ohne leben, dann ist eine gewaltig große Sklaverei, wo die allmählich rücken. Und die sind auch für Jahre hier in dieser Sklaverei gewesen. Und keiner konnte rüt, wenn die sind bloß zu Fuß und die sind bedrängt. Aber das fängt an mit einer langen Zeit, wo mag ich das sein? Das wie ein langer Prozess von einer Sklaverei angelappen, wo Israel hauptsächlich nicht mal anwart oder passiert. Und das wird Sklaverei immer schaffen. Das Sklaverei wird die nicht bloß durch eine nach ein Sklav merken. Du wirst nicht ein zu eine freie Person sein, und nächsten Tag weichst du ab, dann bist du versklavt. Sklaverei ist ein Prozess, wo du gelockt wirst mit Angst. Und wenn du die Geschichte lesen lässt, du wirst an, was Israel tut, die sind eine sehr schwere Sklaverei verlangt gewesen. Und niemand einmal hat Gott einen Plan gemerkt, oder die merken einen Plan mit Moses an dem brennenden Busch, und sagte zu Moses Wort. Habt ihr gemerkt, was der sagt? Der sagt nicht, der soll in Ägypten unter die Israeliten predigen. Gott sagt nicht bloß zu Moses, der soll gehen und die Israeliten Mut merken, dass die sollen nach länger an Sklaverei anholen. Gott sagt zu Moses ein Ding, der sagt, du sollst gehen, mein Volk frei merken. Because Gott will haben, dass sein Volk soll frei sein. Gott will haben, dass sein Volk soll abhören mit der Sklaverei leben. Und Moses geht zu haben, ich meine,
mit den Ungerecht holen und die jetzt schließlich in jedes Volk Frie merken, nicht? Aber ein Ding, was wir anwollen, baut das nicht so leicht aus der Sache. Du, mit den großen Dingen passieren, das geht eine lange Zeit, einmal gleich wird das eben nachgeworden oder vielleicht ein Tier, der auch passiert, wenn du ein Tier plauen. Aber in Wirklichkeit, wenn du studieren willst, was bald anders bei einen Monat ungefähr, wo das geht, was diese ganze Tierplauen vorbei sind. Ein großes Ding, nur das andere große Ding, und gewaltig viele schwere Dinge machen passieren, was Israel wirklich oder endlich mal zurückkommt in diese Sklaverei. Aber ich will hier sagen, einig merken, als Moses durch Handkamp und versucht, die Israeliten frei zu merken, die Israeliten sind so lange in der Sklaverei gewesen, dass die können nicht glauben, dass die jemals zurückkommen. Und ich sage, dass weit als wenn als Moses ich habe geschafft und den Pharao angenerkt und all diese Dinge, dann kommt der Lehrer von Israel mit einmal Moses und Aaron in seine gut mal Haus. Hielt mal ab mit Pharao nerken, hielt mal ab mit, because was passiert ist, dass die sind nun noch eine gratere Sklaverei, als die einmal wären. Und weißt du, was dort heute? Weißt du, was dort heute? So tun sie eine weh, den Enemy seine weh, um uns noch doller bedrecken und sein, wenn die wollen proben, frei zu werden, hier ist, was die wollen dafür kriegen. Und so tun haben in Weich von uns verliehen und sein, wenn du was bloß versuchen, frei zu werden, dort wird die was kosten. Und dort wird die so viel kosten, dass die niemals hast festgestellt. Und by the way, die wirst du kein zurückkommen. Die Israeliten hatten für so viele Jahre in der Sklaverei gelebt, dass die können nur nicht in Weich ut sein, dass die können frei werden. Die Israeliten wissen, sie haben einen großen Gott. Aber die hat verjährten, nur all diese Zeit in Sklaverei leben, dass das Gott können überhaupt noch frei merken. Because der Gedanken, hör ich vielleicht was sein, der Gedanken, wir so deep in Sklaverei nennen sagen, dass die können allmählich anders denken. Und das ist eine von den Dingen, was vielmal passiert, wenn wir denken an Sklaverei, dass wenn wir versklavt sind, ans Gedanken wird mir die Zeit auch versklavt. Und wenn wir dann einen Tag zurückwählen, dann ist das ein sehr Blattja Valley, wo wir durchkrypen müssen zum frei werden. Der Gute nur durch es, dass das Volk Israel wird frei, aber lass mich einen Stopp trägen. Weißt du, warum Israel in Gefangenschaft ist in Ägypten? Wegen der Wehren sich nicht berührt. Israel ist in Gefangenschaft wegen Angst. Oder hast du eine andere Erklärung darüber? Nu, dat merkt zijn dat Israel Angst hat, die haben Angst vor den Pharao, die haben Angst vor den Ägypter, die haben Angst vor Schafen, die haben Angst vor Storven, die haben Angst vor all diese Dinge, because die Ägypter dat wären gewollt, bedrecken. Aber ein Ding, was ich niemals gesehen habe, was ganz kalt ist, wenn die 400 Jahre 3 Jahres in 2. Mose ganz am Anfang, in dem ersten Kapitel, wenn du lesen das, dann warst du mit einmal an, woran der Pharao Ägypten anfangen zu versklaven, woran der Pharao die Israeliten anfangen zu versklaven. Weißt du, warum das wir? Wegen Pharao hat Angst. Die Israeliten werden in Gefangenschaft, wenn die Leute Angst ihr Leben trieben. Aber Pharao, die Israeliten versklaven, wenn die hatten Angst, dass die Ägypter mit einmal wurden geraten worden und stark geworden sei. Und ich will hier sagen, dass morgen werden, wenn du Angst lässt dein Leben treiben, dann wirst du entweder der Gefangene oder du wirst der, was Menschen gefangen hat. Man einmal merkt es sein, warum das so viel Religion hier auf der Welt wird, du bloß immer vertalen, von wo schrecklich das nochmal wird sein, nicht? Denk dir mal an. Jede Religion, du kannst da auslesen, was du willst, aber jede Religion, die braucht ein Ding, um die Menschen in ihre Dose zu holen. Und das eine Ding heißt Angst. Wenn du deine Menschen angrühen, wenn die wollen nicht all diese Dinge recht tun, oder wenn die mal aus dieser Dose rückgehen, dass die wollen dit passieren, wenn du dir dort kannst merken, glauben und angrühen, und dort, was es dort sind, dann kannst du vielleicht an deine Dose holen. Aber was wir vielmal von verjährten ist, dass die Lehrer von jeder Religion, die Ursache, warum die Angst brauchen, um ihre Menschen bedrecken, als wenn die haben selbst Angst, dass ihre Menschen mit irgendwo verluten oder dass die wollen Kontrolle verlieren. Verstehst du? Und das passiert immer so dort. Sklaverei, die schaffst es dort. Angst schafft immer so dort aus. Und wenn du das nicht glaubst, dann wollt die mal was sein. Wie viel Mal, dass die deine Kinder, wenn die bei ihren Freunden sind, anders verlieren als die Tüßwurst.
Hey, wir hängen abheben? Je brauchen nicht. Hoeveel van jullie dan jullie kinderen anders stroeven wanneer je bij de jullie vrienden zijn als wanneer je thuis zijn? Weet je waarom? Because du hast Angst, dass die Menschen wollen sein, wo die die Kinder beliebt sind. Das ist nicht? Den kleinen Jungen, die im Jahr Glück tun, den Gesicht strich, wenn du bei den Nuber sperrst, dann handelst du anders mit denen. Das ist nicht. Ich gucke das nicht so, aber so viel Eltern tun das. Wenn wir Angst haben, dann bedrängt wir Menschen anders, als wenn wir ut live Dinge tun. Und ich will weiterhin gesagt machen, die Bibel sagt uns in 1. Johannes dort, perfekte Life, die trifft all den Angst raus. Und so das ist actually uns, was man sagen, das ist uns Motiv, woran wir sollen gehen tun. Nicht ut Angst, aber ut live. Und viele Menschen gleichen mir nicht sagen, wenn ich das jetzt sage, aber das ist eine Ursache für, dass sehr viele Pastors das nicht verstehen, zu vertellen, dass einfach was ein schrecklicher Hall sind. Aber die verstehen wenig von Gott in der Life zu vertellen. Because wenn du Menschen grühlen und du angegrühlt bist, dann brauchst du gleich Life. Das ist ein perfekte Life und alle Angst retrieben wird. Und so, wenn wir denken und frei werden von Angst, wir müssen ausfinden, wer der Feind, nicht wer der Feind, aber wer der Gefangener wirklich ist, because das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Nun, als Israel frei wird von Ägypten, du sind ein paar Dinge, was Gott tut. Und ich will hier nicht sein. Endlich nur all diese Pläne, die geworden sind, das ist eine große Pläne nach, und das reiche Sache, die Lösung für Israel, das ist das Blut und die der, weißt du noch? Wo die mit dem Blut und die der noch schmieren, und dann wird der Engel von dort Eva gehen, und dann wird die nicht in das Haus ankommen, und die wird nicht in Israeliten dort merken, aber alle, wo der Blut nicht an ist, du wird der Engel ankommen und den Erstgeborenen dort merken. Und so das ist das Ratste und das letzte Ding, was Gott tut, um die Israeliten endlich mal zurückzubringen. Und by the way, das ist bloß ein Bild, um zu sagen, dass das nichts, was uns frei merken kann, bietet das Bild in der Wissen von Jesus, das Blut in der Abstundung von Jesus. Das darf nicht, bloß die sehen, was die frei merken. Und so das, wo das hinweisen wird. Aber was das Volk Israel endlich bieten ist, hier ist, was ich will sagen möchten. Das Volk Israel hat jetzt in Ägypten rüht, die kriegen all diese Dinge mit, was Ägypten die Jeff, die gehen durch das Meer durch, und das Meer geht up, und das Meer geht weiter tau, und die Ägypter, die verdrinken durch. Und nun sind die Israeliten endlich frei. Right? Aber was wir vielmal nicht gesehen haben, ist, dass die sind frei, aber die sind nicht wirklich frei. Die sind frei aus Ägypten, aber hierbei sind die noch einmal versklavt. Die Israeliten haben für so lange in Sklaverei gelebt, dass die diese Switch, das sitzt es allmählich kann amtischen. Da wird nochmal gesagt, dass die 9 Monate die Israeliten aus Ägypten rüberbringen, und die 40 Jahre Ägypten die Israeliten rüberbringen. Und das ist wirklich, was passiert. Because was passiert ist, dass Israel, die werden frei, aber die werden gefangen in ihr Verstand. Und was die Israeliten noch einmal nicht wissen, ist, dass die wird mit ihrem Tod ging, die wird mit ihrem Tod wohnt, Gott, wie gerade da, was so tun. Und wir sind ab so viel Städten, wenn ihr durch die Wüste reisen, dann aber ein von den klaren Städten, wo wir das so klar sein ist, wo Moses diese Tieren spionen und das Land entscheidet. Weißt du noch? Die gehen 12 Namen, 2 Stück, die können positiv drehen sein, wie kann das? Die lassen Angst nicht ihr Leben regieren, aber das sind Tieren von denen, die kommen drehen, was sein die? Die sagen, wie kann ich? Und die haben einen sehr interessanten Ausdruck, die sagen, du in das Land, du wie ein Riesen, du wie ein Monster spannst, wo du, ich meine, an Sachen Großhoppers, und diese Sachen, diese große Riesen. Und dort wie so, dass die sich so fallen, wenn die hatten diese Riesen gesehen, die hatten Angst. Aber was diese Jungs noch sagen, ist dort, wir sagen uns als Großhoppers in der Übung, aber kriegt zu sagen die uns. Das wird die sagen, diese Jungs. Und dort hatten sie sich alle deutlich gemerkt. Gleich wie hatten die Jungs mal mit diesen Monsters und mit diesen Riesen verteilt, die hatten keinmal ein Meeting gehabt mit denen, die Frauen, wo kicken uns an, die hatten keinmal mit denen spaziert. Aber die merken sich dort deutlich aus der Angst, dass das für die End on sein. Luther, wo wir an dort Rahab, sagte diese andere 2 Spione, die sagt, all unsere Menschen, von groß bis klein, von den Kernig bis den ganz Ärmsten, unsere Beine flottert wie ein Israeliten. Und hier ist, was ich will sagen möchte. Israel hat sich für 40 Jahre gegrüht für diese großen Monsters in Jericho,
wonen du floteren en setteren deuten, wie in den Gott, wat Israel hat. So wer wir die Sklaven? Der eine wären die Sklaven und der andere leben die Sklaven, nicht? Und das ist 100% das Bild, wenn wir denken an viele von den Menschen, die von der leben, wenn du luten Angst ihr Leben driven. Wenn du frei gekauft bist, wenn du losgekauft bist, du hast bloß ein Ding, was die wirklich kann, in Sklaverei anbringen. Und dort ist, wenn so tun, kann Angst brücken, um zu dir sein, dass du bist in Gefängnis ansteht. Weißt du, dass die Bibel sagt uns, wenn der Jesus ihn gestorben und der ihn abstuhn, hat Gott auch lang so tun, seinen Kopf verklungt. Wisst ihr das? Und weißt ihr, dass so tun ist eine Gefangenschaft und so tun ist gleich so frei und so los, als wir uns jemand glauben? Du hast in Wirklichkeit bloß eine Technik, was so tun in dein Leben kann brücken. Bloß ganz allein eine. Der kann liehen und der kann sagen, Gott liehen. Und wenn er die kann, merken glauben, dass du bist gefangen und der ist frei. Ich stelle mir so tun, einmal ist das fair, dass der sagt, dort eine andere sieht und das in Wirklichkeit den Kopf verklungt und der hat gleich so viel Kraft, was du glaubst. Jens, wer du in dein Leben hast. Und so tun denkt du bist so, ich wünsche, die würden bloß nicht mal einmal anwollen, dass die frei sind. Wir sollten nicht, wenn die in der Kirche fahren, wir sollten nicht, wenn die Bibel lesen, wir sollten nicht, die können tun, was die wollen, solange die nicht wollen, hier bin frei wollen. Because wenn du warst ab hier mit die Verliehen Leuten von so tun, dass du das Glut bist, dann bist du frei. Du bist lang eine Weise frei gekauft, nur Galater 5,1. Aber wenn du mit einmal anfangen warst, so zu denken, als du warst frei, dann wird so tun, dass das dumm, der hat verspielt. Und so das ein Ding, was so tun kann in dein Leben tun, zum die merken, denken, dass das wird nicht schaffen. Und so ich will haben, wir wollen dort merken, wer ist gefangen und wer ist nicht. Wenn wir dort wollen sein, damit immer wo wir frei wollen von dieser Gefangenschaft von Angst, wehen, so tun es nicht, was du glaubst, der ist. Das zweite Ding, was wir wollen sein, ist, wir wollen nicht bloß, wir wollen konzentrieren an die Person, die steht an dem Plan. Und warum ich das nicht nenne, das hört sich vielleicht mit Pfannig, aber hast du mal gedacht, dass du sagst nicht, für was du die grühlen lässt im Leben aus deiner Zukunft? Die grühlst du nicht für deine Vergangenheit, wenn du weißt, der erst dort. Die grühlst du für deine Zukunft, wenn du deine Vergangenheit getan hast, dort ja. Aber die grühlst du nicht für morgen. Die grühlst du immer für bald oder für morgen. Sorry, die grühlst du nicht für gestern. Die grühlst du immer für morgen oder für was bald wird passieren. Stimmt das? Oder wer von ihnen grühlt sich, was gestern wird passieren? No? So hier ist das Ding. Wir sagen meist immer, wenn ich bloß weiß, was meine Zukunft wird sein, dann würde ich mich nicht so grühlen. Dann würde ich noch mal schlupen können danach. Der ist, wer von ihnen sich noch mal danach was sagen und ich kann nicht schlupen? Ja. Und wir sagen, wenn ich bloß mal weiß, was morgen wird passieren, oder eben, wenn ich bloß mal ausgeschriebenen Plan hat für mein Leben, dann würde ich mich nicht so grühlen. Ich wollte die zwei Ursachen sein, warum Gott dir nicht einen ausgeschriebenen Plan gibt für dein Leben. Und Nummer 1, deswegen Gott, wie klick hast du? Und dann wirst du dir was nicht schlupen und du weißt, was in deiner Zukunft wird. Hast du mal gedacht? Du sind some Dinge in deiner Zukunft, die schwanger sind, als du nie kannst sperren. Weil deine Eltern wollen sterben, dein Partner wird sterben, deine Kinder wollen sterben. Dinge wollen passieren, und wenn du, stell dir mal vor, wenn du alles weißt, was nachher wird passieren, wie viel Nachen wirst schlupen, wie viel wirst schafft dich kicken. Je dichter das kommt, je dümmer wird es gut, nicht? So Gott weiß später. Gott hat dir einen ausgeschriebenen Plan gegeben, der weiß später aus dort. Der zweite Ursache, warum Gott dir nicht einen ausgeschriebenen Plan gibt für dein Leben, für deine Zukunft, ist, wenn du bist nicht gemerkt für einen Plan, du bist gemerkt für Gemeinschaft mit Gott. Ich kann das verstehen. Gott will dir nicht einen ausgeschriebenen Plan für dein Leben geben. Gott will dir Sieg geben, um das Leben wandern mit am Taub. Und wenn wir das Wort hätten, immer wollen verstehen können, dass der Gott in dieser Welt voll Angst und der Gott in dieser Welt voll Sklaverei und der Gott, was wir haben in uns hört, was uns frei macht, und er merkt von all dieser Gefangenschaft, dass dort merkt die ganze Unterschied und dort merkt uns actually nicht zu grühen. Ich kann auch meist einmal in Vers gelesen in der Bibel, kriegt in dem Alten oder Neuen Testament, wo die Bibel sagt, dass du sollst die nicht grühen, wo Gott sagt, du sollst die nicht fürchten oder nicht grühen,
wo die nicht immer ein Ding to bringt, das sagt, fürcht die nicht oder grühl die nicht wehen. Wenn was sagt, wenn die Welt wird besser worden, oder wenn das Wort alle von utschaffen, das ist nicht, was der sagt. Jedes Mal, wenn die lest, dass die Bibel ist, wo sagt, grühl die nicht, dann sagt er, wen ich mit die. Die Person, Gott selbst, eine Mad von den Angst oder eine Mad von der Welt, wo wir leben, ist wichtig als alle anderen Dinge, was die was begehen. Und so, was ich probiere zu sagen mit ist, du wirst die nicht weniger grühlen, wenn die Welt wird besser worden. Du wirst die weniger anfangen zu grühlen, wenn du wirst anerkennen, dass das Gott, das gewollte Gott, was von Tod abgestoßen, die Kraft gegeben hat, um die nicht grühlen, dass das alle wen mit die, jeder Tag wird eng von der Welt. Weet je noch, wo Martha und Maria, ihr Bruder Lazarus, ein Tag gestorben ist? Und das ist im Jahr, die jetzt Schlag, ich mein Leben jetzt Schlag von so einem passiert, ich das nicht proben, und sie zu schieben, dass das jetzt dumm. Aber als Maria Jesus begegnet, dann sagte, wenn du bloß wie hier warst, dann würde mein Bruder nicht gestorben sein. Weißt du, was der andere wird sagen? Das ist deine Schuld. Du bist zu laut. So sagt das einmal, wenn Jesus, wenn es damit passiert. Nicht? Jesus hat nicht seine Arbeit getan. Als Martha Jesus begegnet, der sagt, krieg das selber. Der sagt, wenn du wie hier warst, dann wird das nicht passiert. Aber dann sagt Jesus sich mit Martha, du, und dann fragt er, glaubst du an mich? Und dann sage ich, es ist eine sehr interessante Unterhaltung, wenn ich die nehme, mit alle lesen. Aber die Unterhaltung sagt über dort, und Maria sagt, ja, ich glaube, oder Martha sagt, ja, ich glaube, dass ein Tag, wo mein Bruder war abwerken, und ich kämpfe in der Zukunft von der Tag, wo wir alles utschaffen, und wir wollen taub sein als eine Familie. Aber dann sagt Jesus, oder die gibt ein Statement zu Martha, wo er ganz bestimmt glaubt, wenn wir diesen falsch wurden, auswendig nicht bloß lernen, aber uns Verstand luten tüß wollen, dort wird eine Ewigkeit einen Unterschied merken, wo wir würden denken. Jesus sagt, nicht bloß dort ein Tag, wo ich alles fixen. Jesus sagt nicht bloß dort ein Tag, wo ich die von Tod abwerken. Jesus sagt nicht bloß dort ein Tag, wo ich das tun oder dort oder jan tun. Jesus sagt, ich bin der Auferstehung in das Leben. Wenn du was leben und wenn du was abhören mit die immer grühlen und wenn du was abhören mit alle Nacht nicht schlupen, wenn du die grühlen ist, dann wirst du mal immer anfangen zu denken, dass das Gott, diese Person, der ist, der was Leben bringen kann, aber nicht die Umstände, die dran sind. Und es ist so wichtig, dass wir das sein, weil es bei uns sehe, dass das Gott oder dieselbe Kraft, die Jesus von Tod abgewirkt hat, dass er die Kraft für uns durchbringen kann. Dass die Kraft für uns helfen, durchkommen. Ich würde gleich nicht das verstehen, weil Gott hat nicht sich alle Arbeit gemerkt, um sie sehen von Tod abwarten, sondern dieses alle Tag, die grühlen, alle Tag, die wir alles sorgen, und meist Kinder nachschlupen in den Leben, wenn sie dumm aus ihnen Zukunft aussieht. Gott hat sie sehen, drei zum Leben gebracht, zum die in die Gemeinschaft bringen mit den Führern, die drei jemand Suten von die Weiche Stuhlen haben. Und du wirst abhören, mit die immer grühlen und sorgen. Weißt du, dass ich will hier ein großes Mühlfall sein, aber dass du keine Sorge in das Leben, wo du nicht von Angst getrieben hast. Denk du mal lieber. Das dritte Ding, was wir verstehen, zum angstlos leben oder nicht angstlos in dein Leben regieren ist. Und das sei ja wichtig, vornehmen, was immer die vornehmen will. Und das nehme ich den Vers, wo, und ich will nicht den mehr verlesen, aber wir haben so leicht, laut wie uns, so ich sage, verliehen von so tun und dann sein, dass wie, wo mag ich das sein? Dass uns Gedanken, laut wie krank du haben wollen, wo so tun, weil han soll sein. Und wir glauben, wir können das nicht mehr tun. Ihr habt vielleicht mal alle diese Geschichte hier von, wo das Mann durch die Wüste reisen, mit seinen Kamels. Hey? Das ist eine wahre Geschichte, by the way, wo das Mann 10 Kamels haben, der immer einer hängt den anderen anbringen. Einer an den anderen anbringen, dann lädt das dort der die Wüste. Und dann danach, der einmal losleisen, einer von den anderen, der alle anbringen, dass die schlupen können. Dann smarts, der war alles dort in der Reihe anbringen, und dann geht der durch die Wüste. Nee, das eine so was der die Kamels auf aller Wute gibt, dann verliert der einen von den Strängen. Und der kann ihn bloß nicht mehr fangen, und der denkt so, was will ich tun? So, der die Kamels alle anbringen, der kann sich durchleihen. Und das ein Kamel hat keinen Strang, so der abspust, der hat den Strang am Holz bringen, und dann der den abspust hier anladen, dann bringt er den abspust hier an, und der hupt, was das Mars noch sein. Und ganz je weiß, dass Mars der Abschnitt der Licht haben. Und dann
nächsten Tag morgens ist der absteht und der all seine Kamels war, also steht in der Rie umbringen und der holt sich einen Kamel ab und lässt den da los und lädt den Matt und bringt den hier den letzten Kamel an. Und der geht den ganzen Tag über hier an, wenn das Abspuss angebannt. Das ist so. Nee, das sind nicht bloß dumme Tiere, die so stupid sind, aber das sind solche weise Kinder Gottes, die ein Leben lang durch die heute Wüste reisen, wenn die sind auf Spuss gefangen, die sind auf Spuss angebannt. Und ich glaube nicht, dass du einer von denen bist, aber so viele Menschen, die sind hier gebannt und die sind frei gekauft, die sind mit der Gewalt, der Kraft Gottes frei gemerkt, aber die leben in Sklaverei. In 2. Korinther 10, Vers 3 sagt es das. Wenn wir in dieser Welt leben, kämpfen wir doch nicht so, als diese Welt das. Und ich will nicht sagen, wo die Welt fährt, wo die Welt kämpfen. Mit Gewalt, mit Pressure. Wir fährten und wir tun meiern und wir schaffen Dollar, so wir fährten nicht. Der sagt, wenn wir von dieser Welt sind oder in dieser Welt leben, sagt er, wir tun nicht so kämpfen oder streiten aus der Welt. Dann sagt er, dass die Bereitschaft, dort wir zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt, dort stammt von Gott. Und du, wie ihn haft, dort eine Gotteskraft an sich. Dann sagt er uns das, dort kann, die Bereitschaft, dort Geschirr, diese Weapons, die wir kriegen, haben zum Fährten, was kann er tun? Dort kann jästliche Denken, dort falsch und säuer Forst erst zu nichts mehr. Und wenn ihr das im Kontext lesen, dann sagt er, dort ans Weichtum, ans Frie merken, es rein saß nur nicht aus hier bin. Wir brauchen euch mehr tun, wir brauchen euch Dollar proben, wir brauchen euch Dollar kämpfen, das ist Religion. Aber Jesus sagt, die Religion sagt, du ist immer down. Jesus sagt, das ist tun, das ist vor dich. Und wir tun nicht so kämpfen aus der Welt oder aus Religion, wir tun hier beim Kämpfen und wir tun ans Mentality ändern sein. Verstehst du? Der geht wieder und dann sagt er, das ist das. Mit dort, was Gott uns zum Kämpfen reichstellt, merkt, wie alle Gedanken zu nichts und alles, was hoch und fremd utlässt, aber uns hindert, Gott immer wieder kennenzulernen. Und dann sagt er hier uns, dass wir nehmen alle Gedanken fast. Ich will nicht sagen, morgen. Der sagt, wir nehmen alle Gedanken fast, dort die Christus gehorchen müssen. Was den anderen wird sein, das ist dein Battle ist hier bin, dein Kampf ist hier bin, deine Lehre sind hier bin. Und die Dinge, die du auch glauben, die sind selbst noch nicht aus hier. Das hat nicht mit anderen Menschen zu tun, hat nicht nur mit so tun zu tun, das hat bloß zu tun, mit die glauben das. So tun hat lang verspielt, keiner kann die gewinnen, aber dein Battle ist hier so bin. Und so dann sagt er, wie dann all die Gedanken, die du je in Gott sind, wir nehmen die Force, because du hast die Wohl, aus der du was vornehmen oder nicht. Du brauchst nicht deine Gedanken, du hangst über die Welt. Du nimmst die Force und du bringst die unter den Gehorsam von Christus nur. Unter den, wer die wirklich frei machen. Und so wenn du zu dir kämpfen sagst, dass du bist zu dumm, um Gott sein Kind sein, dann bringst du das in Gedanken, du nimmst den Force und du bringst ihn unter Jesus und sagst du, ich sehe vielleicht, aber was Christus hat von mir getan, das macht mich gerecht. Wenn du zu dir kommst sein und du bist viel zu dumm, um Gott sein Kind zu sein, oder du hast viel zu viel beide Dinge getan, dann nimmst du das in Gedanken fast, dann bringst du den unter Christus in Gehorsam, unter sein Blut, und dann sagst du, Jesus hat mich frei gemacht und das soll mich frei sein. Wenn du sagst, du bist nicht klug genug, du bist nicht stark genug, oder du hast nicht genug Freunde, oder wenn du die Fähigkeit, dass du wirst immer in dieser Depression sein, oder immer in dieser Krankheit bleiben, oder wenn du sagst, du wirst niemals in das Familienleben rückkommen, was so schwer ist, dann bringst du das unter Christus in Gehorsam, because der macht das frei. Und ich würde von dir gleich 2 Dinge mal zu merken. Das erste ist, eine Liste von Dingen merken, was die Wahrheit ist, because wenn ihr die Wahrheit kennenlernen, und die hier bin, was tust wollen, dann wollen ihr frei wollen. Wenn ihr das sehen, was frei merken. Und ihr würden eine ganze Reihe von Dingen abschreiben, was die Wahrheit sind von deinem Leben, was du je in dort sind, was suchen, die immer verlicht. Dann wirst du für das nächste Teil
En ik wil leggen, dus dit zijn voor de nächste 40 deel. Alle dag. Deze les even lezen, even waar je alleen bent. Dan heb je die dat zijn. Dit is wie ik zijn, dit is wie ik zijn, dit is wat God van mij zegt, dit is wat God van mij denkt. Al deze dingen. Dat wordt in die gedanken ändern. En dat je wordt abhören met die Leuten gruwelen van zo doen. Kan je dat doen? Die van jullie wordt niet de Hunde. Just kidding. Why dat please doen? Because we können uns Gedanken trainen, wir können uns Gedanken belehren und wir halten, dass wir das unter Christus in Gehorsam bringen. Das zweite Ding, was ich würde mit Ihnen zu tun, ist, dass wir wollen abstehen und wir wollen mit mir zu beten, dass Gott wird Ihnen Denken frei merken von Angst. Willst du für eine halbe Minute ganz still sein, in die Ohren zu merken und mal das Leuten, dass ich den verstehen kann? Wo würde ich anders sein, wenn ich keine Angst in mein Leben driven? Frag dich mal. Wo würde ich anders handeln, wenn ich live in mein Leben driven und steht Angst? Und wo immer Gott mit seinen Helden jest, die von der anschieren wird, dort ist der Port, wo ich würde lächeln, mit die Top verbeten. Dort gibt kein kraftgerät oder starkgerät Ding, als wenn die bloß was mit Gott sinken und bloß zu Gott sein, hier sein ich. Wenn du kannst mit Gott agreeen, wenn du kannst mit Gott matchen, und Gott sagt, der will die frei merken, und du sagst, ja Gott, hier sein ich will mich frei merken. Dort gibt kein krafthaltiges Ding auf dieser Welt, als mit einem diesen gewaltigen Gott, was die Kraft hat und der Leib hat, bloß connecten und anstimmen. Willst du mit mir beten? Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht bloß ein geschriebenes Wort ist, aber du bist das Leben, ihr Wort Gottes, wenn du kämpfst und so weißt, wo dein Vater sein Hort wird. Jesus, du bist der Janja, wo du kämpfst, uns zu wiesen, wer der Vater wir und was von Leben nicht heute hat, aber du kämpfst auch von uns zu sterben und ihr Blut und uns frei zu sagen. Aber dann stürzt du auch von dort ab. Und wir werden anerkennen von der, dass wenn du Lazarus aus dem Grab bringen, du kannst ihn ihnen sehen, aus dem Grab bringen, dann kannst du uns auch aus der Distanz bringen, aus dem Gefängnis, wo wir bei gebannt sind. Kriegen wir wo lang, wie sind versklavt gewesen, uns Fehlerlehren, han luten von so tun und uns Angst han luten driven. Von der ist der Tag, wo wir entscheiden, wir wollen dort gehen luten. Wir wollen die luten, uns Gedanken, uns Verständnis ändern. Weil wir weiten, wo Gott die uns besten, wo Freiheit, was mein. Aber halb uns nicht in der Meer abzugeben mit dieser Freiheit. Ich bete noch einmal, dass wenn hier so eine Person sind, die geschworen hat mit ihrer Vergangenheit oder mit eins sind, was sie getan haben, oder eins, was andere Menschen mit ihnen getan haben. Wenn du eins Depression oder Abuse oder irgendwas passiert ist im Leben, ich bete Jesus, dass du was frei merken, von eins los das. Oder von so einen Dingen, die du lange verjährt hast, es ist Schuldgefühl, Menschen drehen sich damit dran. Ich bete Freiheit. Ich bete, dass du was frei merken, in Jesus in Namen. Ich danke, dass dein Blut wird dort bedacht. Ich danke, dass dein Blut dort wird, was jeden so tun sein, dass so tun nicht kann, diese Lehe zu brücken. Ich danke dir für deine Kraft. Und von sie das Gefängnis halten. In Jesus in Namen. Amen.